Abend zusammen. Nu strong ich hier und bin allwehr an Wade, ob die Schravelstante. Het sind noch immer dieselbe, die de Laat komme. Aber hüt mag ich se fit für de Kirk. Wir machen nu de Sondigsmorgengymnastik. Wird dat hüt noch jetzt? Alles gut? Ja. Also, können wir anfangen? Fehlt noch eine? Ja, fehlt noch eine. Fehlt noch eine. Ja, nun wart doch noch. Lies fehlt noch. Oh wir, bin ich aber ja zu laat. Oh mein Gott, mich, ich komm mal. Oh wir, ach Gott, ach da bin ich. Oh Mädchen, ich kusch mich gebiert nicht fänge. Ich han überall gesucht. In das Bett, in der Wäschmaschine, in der Rindfleischshop. Überall han ich gekirken. Und wo war es? Hau meine Mensch in den Mund und jetzt kann mir dann nicht eten. Ja, nu haut mal ins den Mull und kiekt dann du ob den Platz kommst. Ja, wir fangen nur an. Hebt noch eine Lust mit der Marke. Dann stellt euch nur auf eure Platz. Ja. Stellt euch für, es ist Sonntagsmorgen und wir morgen in der Kirche. Es ist all jetzt laat. Mantel und Wes an, noch ins Jau durch die Haare gekämmt. Ein Plexke oder der Hut um den Tisch und das Gebetbuch. Nicht verjäten. An der Tür rot. So, erste Übung. Wir üben nu flott jaunt. Wir jaunt und jaunt. Wir jaunt jetzt flotter. Nur Lokation, ihr Lahmänge. Oh, wenn ihr so wie jott, kommt doch noch der Latte in der Höppes. Alla, nu, jott. Mein Jott. Oh, ui, et hört ein ob de Lur. Laut uns mal noch jetzt flotter, Jon. Wir, meine Ischias, das ist mich flott. Nee, höre ich doch für. Er hat noch ins Nordhüske gejagen. Also ihr konntet den Arsch stellen. Mich fällt überhaupt nichts. Hör mal, was bist du da die ganze Zeit am Friemel in den Mänteltisch? Oh, ich hab gedacht, War denn süß? Die schürt keine. Hört ins. oh, ich hab, Die ist aber an. Mag es jetzt so. oh, Ja, da. Laut sprechen. Laut. da jetzt lauter. Oh, hab ich gedacht, hier ist nur die 800-Jahr-Feier Da bist von du. der Dörre und es ist ja noch so kalt. Ja. Hab ich gedacht, holst du dir auf der Speicher oder Sonntags Übergangsmeintel. Wieder belegt man die in die Tasche an. Oh, bitte. Können wir uns mit die Schreierie abhören? Außerdem sind wir nur in der Kirche angekommen. So, nächste Übung. Wir recken und strecken uns. Wir wollen ja kicken, wo Platz ist. Also, Recke und Strecke. Recke und Strecke. Recke und Strecke. Traut, sagen Sie, wo warst du eigentlich für ihr Weg? Da han ich dich nicht gesehen. Oh, ich hab alles abgesucht. Nur die Hemden, die in der Wäschmaschine gestorben haben. Ja. Ja, was hast du denn getan? Ja, ich hab die Hemden in der Wäschmaschine getan, hab an der Gürtel getroffen und dann hab ich die Hemden nicht mehr gesehen. Alle, nu geht wir.
Jetzt haben wir in der Platz hier Wonge, jetzt üben wir das Rötschen. Ha, ja gut. Alla, nu. Rötsche. Nu Rötsche. Nu rutsch doch uns. Und ich rutsch nicht. Das ist meine Platsch. Die sind ich immer. Du striedest doch nicht. Wir müssen doch üben. Und du rutschst doch als Stief. Nu striet euch doch nicht. Aber nu, ihr wisst ja, was nu kommt. Kampflos wird kein Zentimeter aufgegeben. Wir üben nur die allbewährte Schmetterlingsrolle. Ordentlich mit der Flügel schlagen. Flügel schlagen. Man muss doch so eine Platsch verteidigen. Wie? Es sind doch immer dieselben. Die Leute kommen nicht vor. Genau. Und die wollen dann auch noch die beste Platsch haben. So geht das nicht. So, nun machen wir die nächste Übung. Jradsette, noch hängekieke, wir modernisieren, wer noch kommt. Und Rob und Rafkieke, wie die Drop stand. Also, die Radsätze. Noch hängen kieken, Rob und Raf kieken. Die Radsätze. Noch hängen kieken, Rob und Raf kieken. Nun geht's doch. Das Hilde verfeckes mit das Kochtröckchen. So. Und der katholische Büstenhalter. Hä? Was ist denn eine katholische Büstenhalter? Ja, weißt du das, Helene? Nee. Wenn du helle die höchst bis auf Max falle, würe 2 auf die Knie. Nu haben wir hier noch gemult. Nu trainieren wir uns Gesichtsmuskeln. Wir stand ab, riete die Mull ab, als wenn wir an Sänge sind. Der Mond ab, der Mond tu. Der Mond ab, der Mond tu. Verdrieve buchse das auch nicht, Lies. Nun pass uns ab. Klick gefällt dich, dass ihr Bier wieder ruht. Sag, Seef, was rügst du so artig? Sag nicht, du hast für die Kirche alleine Schnaps getrunken. Oh Mann, das war mal eine Chlore. Den brauche ich jetzt morgens für meine Verdauung. Ja, also Verdauung hin, Verdauung her. Jetzt kommt die Übung für die unangenehmen Winde drückte Haut. Meine Damen, Batze wie in die Kniepe, Batze locker. Batze wie in die Kniepe, Batze locker. Ja, sieh, das wird die, das tut der ins Hirn. Wenn man hier das, boah, das ist doch nicht Ruderhaus. Och, ich war ja all wie der Doktor. Der sagt, geben Sie nur mal vorne bei den Mädchen eine Urin- und Stuhlprobe ab. Bin ich bei den Mädchen, sag ich, Fräulein, ich han nur kein Tiet. Ich muss nur Lambertsmattes nur der Geburtstag. Aber hier hat ein Ongerbox von mich. Und da können alles drin fängen, was ihr braucht. Unsere nächste Übung ist besonders wichtig. Et Curve gekommen. Wir nehmen die Tasche, kicken in das Portemonnaie und söke und söke. Und wir die Anschlaue, die der Sandal in die Manteltasche haben, das Geld und die Tasche in die Hände. Jod vorshauten, keine Kieke lassen und wenn das Körfge kommt,
Flottrischmiete. Also, wir üben. Het Geld roet. Jod festhalten. Keine Kieken lassen. Ja, schmiede. Ja, redet. Ja, so, jetzt kommen wir auch schon bald zum Ende. Die Mess ist gut und alles läuft unter Kirk. Wir stond ab und im Gänsemarsch ut die Kirk. Und Tür, feste Tür. Mann, du doch nicht so. Du kriegst die Erbe noch gar. Mann. Ja, super. Das habt ihr jetzt aber wirklich prima gemacht. Und wisst ihr was? Wir machen das noch ins Flott in der Schnelldurchgang. Und ich glaube, die Lühi in die Hall, die können das mitmachen. Denn Gymnastik hält noch keine geschafft. Und dann seid ihr auch fit für nächsten Sonntag. Also, Obstand. Ali? Ali. Ja, nicht so stief. Mein Gott. Wir können das auch auf der Platz üben. Also, wir jont, jetzt flott. Und nu sind wir in den Kirk angekommen, nu strecken wir uns. Wir recken und strecken uns. Wir wollen ja noch in den Platz kicken. Nu hand wir den Platz. Oppassen, jetzt könnt der Rötsche. Und Rötsche, Rötsche und mit die Flügel schlagen für den Platz. Gut gemacht. Und nun hätt ihr einen anderen Platz kriegen, oder wieso ist hier so eine Doreen? So, nun, Grad setzen und noch hängen kicken. Und ropp und raff. Grad setzen und noch hängen kicken. Ropp und raff. Jetzt trainieren wir uns Gesichtsmuskeln. Wir rieten den Mund ab, als wenn wir an Singen sind. Der Mund ab und der Mund zu. Der Mund ab und der Mund zu. Jetzt, ganz wichtig, kommt die Übung gegen die unangenehmen Winde. Also, aufgepasst. Batze dir nie, batze locker. Batze dir nie, batze locker. Jetzt kommt die Übung mit dat Köpfchen. Die meiste Hand hat jetzt so eine Manteltasche. Also, das Geld ut die Tasche, in die Hände, Jod vorshauten, jede Kieke lassen und flottrisch schmieden. Das machen wir nochmal. Das Geld ut die Tasche, in die Hände, Jod vorshauten, jede Kieke lassen und flottrisch schmieden. So, jetzt sind wir schon am Ende. Alles läuft nur Ute Kirk, wir stond ab. Wir alle. Das ist am Ende. Und im Jensemarsch und Uti Kirk. Und Tür, feste Tür. Darf das wieder setzen. Also, das habt ihr all super gemacht. Und ich finde, hier in die Hallelü, die sind du absolut fit für nächsten Sonntag in der Kirche.
Und das, was der Dino sich nicht traut, das säge wir nu. Schoppe Sala. Nee, weil ich mich freu. Unser Kindeke, das Anni-Kind, das geht heute Abend bei mir schlafen. Ja, das ist doch schön, wenn man Enkelkinder hat, ne? Hat ihr auch all welche? Ja. Ist ja selten, dass die uns bei Oma kommen, ne? Ja, muss ihm ja auch jetzt bieten. Computer? Hat ich nicht. Fernsehen? Ne, das will ich nicht. Ja, jetzt kicke. Ah ja, das hier. Das Märchenbuch. Das ist es. Ich werde mir Märchen vorlesen. Ja. Welch nu? Ah ja, Rotkäppchen. Ja, das fände ich immer noch so schön. Hoffentlich ist das nicht so spannend für Gänger. So mit der Wolf und so. Nicht, dass das sich abbricht und fängt an zu schreien. Ah nee, das haben wir ja auch überlebt, ne? Hallo Mutter! Wie bring ich dich denn nur? Kick mal, dass du mit dem fertig wirst. Ich will aber nicht mehr Oma bleiben. Die ist ja aus dem vorigen Jahrhundert. Die hat ja noch immer kein Einbett. Ach, Wal, Eike kann Oma dich immer korken. Ah, Mutter, das hat schon gegessen. Ja, auch gut. Kineke, Oma hat beschlossen, dir ein Märchen vorzulesen. Was ist das denn, Oma? Das ist die Idee. So, und nun tschüss. Ich muss zum Festabend nach Schafhausen. Und benimm dich, Anastasia Deborah. Anni-Kind, sag es, leg dich mal schon in ein Bett, ne? Und Oma, ne, die setzt sich hier neben dich, ne? Oma, so heiße ich nicht. Ach, du willst doch, ich kann mich den Namen nicht so gut merken. Wart, hier hast du bei Jumi Berges. Na gut. Also, es war einmal vor langer, langer Zeit. Wie lange? Ja, weiß ich auch nicht. Ist doch real, ne? Wieso ist das egal, Oma? Naja, das ist halt ein Märchen, ne? Und alle Märchen, die fangen so an. Aber du musst doch wissen, wann sich das Märchen zugetragen hat. Naja, ich bin mir sicher, es war in das 19. Jahrhundert. Warst du da schon auf der Welt? Ja, Genk, war ich. Also, es war einmal vor langer, langer Zeit. Da lebte einst ein Mädchen, das von allen nur Rotkäppchen genannt wurde, weil es so ein rotes Käppchen auf hatte. Das fände ich immer noch so schön. Rot ist total out. Eines Tages sagte das Rotkäppchen zu seiner... Nein, jetzt bin ich ganz falsch. Die Mutter sagte zu Rotkäppchen... Die Mutter? Wo ist denn der Vater? Ist der tot? Sind die geschieden? Lebt das Kind nur bei der Mutter? Wo ist denn der Vater? Na, ich glaub, für der Fortgang des Märchens ist es scheideal, was mit der Vater ist. Wenn du meinst,
Genau. Eines Tages sagte also die Mutter zu Rotkäppchen: Rotkäppchen, hier hast du einen Kuchen und eine Flasche Wein. Gehe damit zur Großmutter, die ist etwas krank und liegt im Bett. Was hat sie denn? Alkoholismus? Offene TB, Tut das weh? Lungenentzündung. Was? Da kann die Mutter das Enkelkind nicht zu der Großmutter schicken. Das ist doch ansteckend. Na, dann hat sie eben eine Allergie. Oh, da kann man nur hoffen, dass es kein Nusskuchen ist. Warum? Die meisten Leute reagieren allergisch auf Nüsse. Na, dann ist es eben eine Schokokuchen. Der macht aber dick. Dann halt eine Schokokuchen für Diabetiker. Oh, Diabetes hat sie auch noch? Sag mal, was ist denn hüt mit dich los, Mann? Also, Rotkäppchen macht sich jetzt endlich auf der Weg in der Wald und begegnet dort einem Wolf. Was? Nur einem Wolf? Ja, in eine einzige Wolf. Aber Wölfe leben im Rudel. Vielleicht war der ja vorgelaufen. Und das Rudel kommt später hinterher. Ich hab keine Ahnung. Das müsstest du aber vorher recherchieren, wenn du eine Geschichte erzählst, Oma. Das muss ich gar nicht. Und nur hör auf. Und sonst erzähle ich jetzt nicht weiter. Aber das macht Sinn mit der Vorhut und dem Rudel. Und weil das Rotkäppchen nicht wusste, dass der Wolf böse war, sagte es freundlich: Hallo. Und der Wolf antwortete und fragte das Rotkäppchen, wohin es denn gehe. Und Rotkäppchen sagte: Ich bin auf dem Weg zu meiner Großmutter. Väterlicher oder mütterlicherseits? Wie jetzt? Die Großmutter. Ist das wichtig? Nein, aber es täte mich interessieren. Weißt du, Eltern von Kindern können nachfühlen, warum in freier Wildbahn die Tiere ihren Nachwuchs fressen. Und in diesem Moment beschloss der Wolf zuerst das Rotkäppchen zu fressen und dann die Großmutter. Warum denn nicht umgekehrt? Ja, was weiß denn ich? Vielleicht sind alte Leute für Wölfe besser bekömmlich. Vielleicht hätte er sich aber auch gedacht, das Beste hebe ich mir zum Schluss auf. Vielleicht war der aber auch nur vollkommen Panne. Ich habe keine Ahnung. Das ist aber ein aggressives Märchen, Oma. Und das wird gleich noch viel aggressiver. Ich habe einen Puls von 200. Aber da kann doch kein Kind mehr schlafen. Richtig, richtig. Und deswegen erkundigte sich nun der Wolf nach dem Haus der Großmutter. Hatte der kein Navi? Nee, der hatte kein Navi. Er machte sich jetzt auf den Weg. Rotkäppchen beschloss noch einige Zeit zu bleiben, um am Wegesrand Blumen zu pflücken. Was denn für Blumen? Hanf, Mohn, egal, Hauptsache es knallt. Ja, aber Nix, aber. das ist aber ein blödes Märchen, Oma. Nein, das ist kein blödes Märchen, mein liebes Kind. Jetzt
werde ich mal zusammenfassen. Wenn es nach dir gegangen wäre, also, dann hätte die alleinerziehende Mutter, weil der Vater auf der Walz ist, ihr einziges Kind in den Wald geschickt zur alkoholabhängigen, diabeteskranken Großmutter mit einem Schokodiätkuchen und einer Flasche Traubensaft anstelle des Weines. Dafür hätte das Kenk aber Drogen in Form von Hanf und Mohn im Gepäck. Im Wald wäre es dann zufällig auf einen armen, rudelosen, umherirrenden Wolf gestoßen, der die beiden frisst. Deiner Meinung nach wäre dann irgendwann so eine schießwütige Jäger gekommen, der die beiden rettet. Das ist dein Märchen, Anastasia Deborah. Also weißt du, Oma, ich hätte mir das Märchen von Rapunzel ganz anders vorgestellt. Rapunzel! Jetzt trug ich ein Flasch Schnaps. Na, Oma,